Schlangen der Eifersucht. Seele für Seele ist der Preis für Tod. Ein Jahrmarkt, auf dem sich seltsame Wesen herumtreiben. Mittendrin eine Zaubershow, in der mysteriöse Dinge geschehen. Seele für Seele, ein nagelneues Musical, das den alten deutschen Mythos des Freischütz aus der Perspektive eines gefallenen Engels erzählt. Birgit Zimmler, die Intendantin der Wunsiedler Naturbühne, hat das Musical geschrieben und führt auch Regie. Sie und ihr Team hatten nur knapp 3 Wochen Zeit für die Proben. Dennoch bis Mitte Mai standen die Sängerinnen und Sänger mit dem Stück in Füssen auf der Bühne des Festspielhauses Neuschwanstein. Eine Kooperation zwischen 2 Theatern, die es so in der deutschen Kulturlandschaft bislang nicht gab und die Geld spart. Alles hinten soweit? Man hat das Doppelte an Budget für eine Produktion, heißt, die eine Produktion wird besser und spielt an 2 verschiedenen Orten. Also nicht jeder erfindet das Rad neu, man produziert nicht Prototypen in Serie, sondern man produziert gemeinsam herausragende Qualität und wirft die Mittel dafür zusammen. Und das ist eine riesige Chance. Birgit Zimmler und die Luisenburg-Festspiele sehen sich als Vorreiter, was neue Finanzierungsmodelle angeht. In Zeiten knapper werdender staatlicher und kommunaler Förderung steht die Luisenburg, anders als viele deutsche Bühnen, auch finanziell recht gut da. Rund 80% des 6 Millionen Etats spielt das Haus selbst ein. Einzigartig für ein deutsches Theater. Da ist er. Die Festspiele in Wunsiedel haben sich in den vergangenen 60 Jahren massiv verändert und gewandelt. Hatte das Theater unterm Sternenhimmel in den 1960er Jahren noch den Touch eines eher bayerisch und alpenländisch geprägten Volkstheaters, so hat sich Deutschlands älteste Freilichtbühne über die Jahre zum bundesweit etablierten Kulturbetrieb mit hohem Anspruch an die Bühnendarstellung gewandelt. Heute muss die Luisenburg längst nicht mehr nur mit anderen Theatern konkurrieren. Sie beide zu mir. Natürlich hat man die Streaming-Plattformen, die halt en masse günstig, gutes Zeug international vermarktet produzieren. Und man sitzt ja regional und sagt, oh, das ist trotzdem die Konkurrenz. Die haben ein internationales Publikum, ganz breite Streuung, große Werbebudgets. Und damit müssen wir uns vergleichen lassen. Das heißt, wir müssen schon Wege finden, wie kriegt man das ähnlich hin? Deshalb versteht sich die Luisenburg immer wieder als Labor, in dem Neues erprobt und entwickelt wird. Pionierarbeit unter den Theatern. Birgit Zimmler selbst hat unter anderem am Broadway gelernt. Sie kennt das Geschäft, weiß aber auch um die Besonderheiten, die die Luisenburg-Bühne mit ihrer langjährigen Geschichte mitbringt. Alle 10 Jahre verdoppelt, manchmal verdreifacht sich tatsächlich ein Produktionsbudget. Es steigen die Löhne, Theater ist enorm personalintensiv, man schneidert eigene Kostüme, man baut eigene Bühnenbilder. Insofern ist es wirklich wichtig, diesen Kostenbereich unter Kontrolle zu kriegen. Hast du gerufen, Papa? Ich wollte mich nur umziehen und schwimmen gehen. Was denkst du dir eigentlich, dich in der Badehütte herumzutreiben? Ich habe vorher nur 66 gespielt. Hier sind die Karten, wenn Sie es nicht glauben. In den 1960er Jahren reichten wenige Requisiten und Kulissen auf der Freilichtbühne, um die Zuschauer in eine andere Welt zu entführen. Heute muss die Luisenburg mit jeder Menge moderner Lichttechnik aufwarten, um das Publikum begeistern zu können. Doch auch die Fantasie wird angesprochen. Auch wenn man dafür einen Kran braucht, der später nach den Proben noch als Drachenkörper verkleidet werden muss. Regisseur Karl Philipp von Maldegem verwandelt die Bühne für das Familienstück Die unendliche Geschichte in das magische Land Phantasien.
Also hier gibt es die Möglichkeit, neu zu denken. Und bei uns ist natürlich der Ausgangspunkt der Roman. Und es gibt ein Buch bei uns, das auf der Bühne steht. Und aus dem Buch entwickelt sich die ganze Handlung und Fantasien mit diesen Felsenbeißern, mit diesen merkwürdigen Figuren, kann man hier über Achsen von 30, 40 Metern entfalten, was in einem normalen Theater gar nicht möglich ist. Da steht man 4, 5 Meter voneinander entfernt. Und das ist natürlich etwas, was hier größere Möglichkeiten bietet. Pro Spielzeit lockt die Luisenburg rund 130.000 Zuschauer nach Wunsiedel. Die kommen mittlerweile aus dem gesamten Bundesgebiet. Davon profitieren auch Hotellerie, Gastronomie und Handel. Die Luisenburg-Festspiele sind aber auch ein wichtiger Partner der regionalen Wirtschaft, weil sie natürlich an lokale Handwerker und Lieferanten auch große Aufträge vergeben, weil eine Bühne wie die Luisenburg natürlich auch viel Lieferanten braucht. Auch in den kommenden Monaten wird die Freilichtbühne wieder zahlreiche Besucher ins Fichtelgebirge locken. Mit den 5 Produktionen der aktuellen Spielzeit will die Luisenburg erneut beweisen, dass sie bei den großen Bühnen Deutschlands ganz vorne mitspielt.